Damen und Herren, willkommen zu der nächsten Folge von den Nerdy Birds. Heute mit dem wunderschönen Chris, sexy Eddie, It's your boy Eddie und dem Incredible Andy. Der Raffi lässt sich heute leider entschuldigen. Er hat anderweitig zu tun. Wir ziehen ihn natürlich gehörig durch den Dreck durch, aber alles zu seiner Zeit. Ja, was haben wir das für ein Thema ausgesucht, bevor wir schnell in die Runde fragen, wie es allen geht? Damit ich das auch wieder weiss. Wir haben Videospielverfilmungen genommen. Freut ihr euch drauf, ihr zwei? Ah, das ist wunderschön. Ich habe statt Bier habe ich Wodka das mal zum Trinken. Wichtig. Ja, super. weil sonst überstimmen wir das nicht. Chris, wie geht's dir? Erzähl. Ich bin generell sehr nervös. Ich muss schnell ganz kurz zusammenfassen. Ich mache im Moment eine Ausbildung als Web- und Media-Publisher. Und ich habe jetzt ist Ende April und ich gebe nächste Woche meine Abschlussarbeit ab. Nein, nächsten Monat gebe ich meine Abschlussarbeit ab und das wird ein Film. Und der Film, den ich abgebe nächsten Monat, drehen ich in 3 Tagen drehen. Wow. Und wir sind 12 Leute. Ich habe 2 professionelle Schauspieler engagiert. Wow. So viele Leute, so viel Crew, so viel Material und alles, Drehbuch. Ich bin recht nervös. Ich schwanke zwischen, ich freue mich mega fest und dann habe ich wieder Panikattacken und Albträume, dass alles schief geht. Von dem her, das ist das, was mich so ziemlich beschäftigt im Moment und sonst eigentlich nicht viel. Verständlich. Ja. Das ist eine harte Sache. Hast du ein grosses Ziel gesetzt in 3 Tagen? Krass. Ja, also ich plane es schon länger als 3 Tage. Also. Ja, aber die Umsetzung dann? Ja, das wird... Gut, meistens ist schon so Sachen wie Text und so sind im Pornofilm meistens nicht so das Problem. Das ist so, ja. Darum ist das Drehbuch auch relativ kurz. Es steht «Sie ficken». Sie ficken. Du siehst, mit jeder Folge ziehen mehr auf die dunkle Seite. Das ist so gut. Ja. Eddie, erzähl. Ja, ich bin viel am Auftreten überall und es ist cool und geil und ich liebe Comedy. Und was mich so nötigst diese Woche und letzte Woche vor allem beschäftigt hat, ist Marvel Comics. Ah ja, stimmt. Wenn ihr unsere Posts von unserer Seite ein bisschen verfolgt habt, dann wisst ihr, sind ein bisschen auf Nazi-Trip. Um das jetzt mal ganz lieb zu sagen. Ja, das ist schon ein bisschen strange Geschichte. Ja, ich habe ganz kurz, ich habe gestern ein Interview gesehen von IGN, ich habe nicht das Ganze geschaut, aber wo sie eben den Writer interviewt haben und er hat dann irgendwie so ein bisschen erklärt, oder was seine Idee dahinter ist und bla bla bla. Und es hat einfach, wenn ein Nazi tönt, der versucht zu erklären, dass er nicht so böse ist und dass es nicht so ist, wie es aussieht. Aber es ist so, nein, ich kann es erklären. So, ja, wegen dem bist du immer noch ein Nazi. Es ist einfach so, nein, der Red Skull ist der Nazi gewesen. Hydra ist eine Organisation, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt. Das ist so, ja, okay, selbst wenn, aber alle identifizieren Hydra mit den Nazis. Dann tu doch nicht irgendwie versuchen, dann mach doch irgendetwas anderes, oder? Ja, also für die es eben nicht wissen und nicht noch nicht gesehen haben, ist der Captain America ist jetzt in seinem neuesten Comic geschrieben von dem Dude, von Nick Spencer. Stellt sich aus, er ist ein Agent für die Hydra. Und zwar sind das die Nazis aus dem Marvel-Universum, sind wir ehrlich. Und er findet das natürlich super clever. Und schon damals, wo er das gemacht hat, vor einem Jahr, hat es einen riesen Aufschrei gegeben. Und er hat gefunden, nein, die sind nicht so empfindlich. Und hat dann immer weiter gemacht. Und eine Ausrede nach der anderen gesucht. Und vor allem sind die alle so, wie der Christi gerade beschrieben hat. Und jetzt stellt sich heraus, dass nicht nur der Captain America ein Nazi ist, sondern jetzt auch der Magneto mit Hydra zusammen schafft. Was? Ja. Der Magneto! Nur mal schnell für die es nicht wissen. Der Magneto ist ein Jude. Er ist der Jude. Er ist der Jude. Er war im KZ gewesen. Ja. Seine Eltern sind dort gestorben. Wie um Himmels Willen macht das Sinn, bitte? Und jetzt, es kommt aber noch einer drauf, und zwar im neuesten Secret Empire Comic. Es geistert im Moment noch einen zweiten Thor-Hammer umeinander. Okay. Und der hat noch keinen Besitzer.
Und ja, jetzt neben der Jane Foster haben wir jetzt nicht nochmal den alten Thor als Thor, sondern den Nazi Captain America. Kommt den Hammer rüber. Er ist würdig, um den Hammer zu lupfen. Und ich frage mich wirklich, was bei Marvel gerade abgeht. Was ist das für ein... Zudem startet sie jetzt eine Promokampagne in allen Comicläden in den USA, werden das Comic-Shop-Owner dazu auffordert, Hydra-Logos aufzukleben und zum die Comic-Lines zu promoten und so. Und das ist, ich weiß nicht. Ja, super. Klingt schon mal sehr spannend. Wird sehr wahrscheinlich, wie ich gehört habe, der Auftakt zu der neuen Comicreihe Adolf of the Universe. Hey, nein. Okay. Wow. Das verdauen wir jetzt alle mal schnell mit einem dicken Schluck und dann geht es weiter. Ah, ja. Mich nimmt jetzt noch Wunder, wie sieht es genau aus mit dem Power Rangers Marathon? Wow. Das Wow. ist das Wichtigste für mich. Ja. Der Andi hat sich gerade den Kopf gelangt. Ja. Wow. Ich habe jetzt momentan, also ich habe nach dem letzten Podcast tatsächlich noch weitergeschaut, aber jetzt eben durch das ganze Organisations- und Studiozügel-Zeug und all dem bin ich jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht gross dazu gekommen, weiterzumachen. Andi. Ich habe mir ein paar Folgen gegeben von diesen... Prioritäten, Ja? Andi. Prioritäten. Richtig, genau. Ja, ich habe mir aber wirklich noch ein paar Folgen gegeben von den Samurai Ja. Folgen. Und ich muss sagen, es ist so die dunkle misshandelte Ecke von den Power Rangers, wo man gescheiter irgendwie vergessen will. Und ich bin noch nicht mal ganz durch. Und ich will eigentlich auch gar nicht drüber reden. Hey, es ist wirklich... Power Rangers ist, also Samurai ist Jar Jar Binks vom Power Rangers Universum. Die ganze Staffel. komplett... Das heisst, alle, die jetzt komplett. Power Rangers nie geschaut haben, wissen genau, was ich meine. Ah. Und die 5%, die den Jar Jar cool gefunden haben, sollen jetzt bitte abschalten und irgendetwas im Fernsehen Die sollen schauen. Vielen Dank. die sollen Power Rangers Samurai schauen. Power Rangers nicht, genau. Ja, aber wirklich im Fall. Wirklich. Ich verstehe nicht. Ich habe irgendetwas in meiner Erziehung falsch gemacht. Meine kleine Tochter wird bald 7. Kommt zu mir, Papi, ich finde Power Rangers super. Und ich, ja, weißt du, Job done, alles gut. Was macht sie? Sie schaltet Samurai Rangers ein. Ich habe ihr probiert zu erklären, Kleine, es gibt viel bessere Power Rangers. Zum Beispiel alle anderen. Aber hey, das einfach nicht sagen. Sie ist jetzt knallhart am Durchschauen. Ja. Ja. Mal schauen, vielleicht lasse ich sie dann eine Review aufzeichnen für uns. Mal schauen. Ja, aber hast du nicht gesagt, ihr hat RPM noch gefallen? Doch, hätte er, aber irgendetwas zieht sie immer wieder an das Samurai-Zeug. Gut, Gut, dann suchst du dir mal ein paar coole Samurai-Sachen aus. Kannst sie ja so langsam zu Samurai Jack überleiten. ja. Oder Ja, zeigst du ihr genau. Ninja Storm. Power Rangers Ninja Storm. Ja, voll. Ja, das war wieder okay gewesen. Ja. Samurai Resurrection hat ich noch gedacht. Ich weiß nicht, ob sie den Oder Ninja Samurai. Nein, warte, das ist ein Ninja Assassin. Ist zwar kein Samurai. Film... Ja, super. Genau. Vom Kindergarten direkt in Therapie. Ja, logisch, super. oder? Gut, bevor wir jetzt meine Erziehung noch komplett verhunzen und Cash läutet, würde ich sagen, wir starten mit dem Thema. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ist das keine schlechte Idee? Okay, Eddie, Super Idee. was hast du dir ausgesucht? Gib's uns. So, und zwar, meine Lieben, ich habe mir ganz etwas Spezielles ausgesucht für unser Thema Videogame-Verfilmungen. Und zwar, ich habe den Film geliebt als Golf, aber auch ich habe als Golf keine Ahnung gehabt. Schwer zu glauben. Schwer zu glauben, sehr, sehr schwer zu glauben. Aber, und zwar habe ich den Film Street Fighter, The Movie, ausgesucht, vom Jahr 1993. Und zwar habe ich einen Artikel gefunden von Polygon, wo mehrere Leute interviewt, die an diesem Film gearbeitet haben. Und sie erklären eigentlich, was alles hinter der Szene alles schief gelaufen ist. Und dazu geführt hat, dass der Film so rausgekommen ist, wie er rausgekommen ist. Für die ihn nicht gesehen haben, er heisst Street Fighter, aber er ist kaum ein Street Fighter Film. Also irgendwie sind kaum Moves aus dem Game. Viele Figuren fehlen und die rum sind schlecht umgesetzt. Und ja. Ja, aber Eddie, hat es Straßen und wird gekämpft auf dem? Es hat Straßen und es wird gekämpft. Ja, also. Was willst du noch mehr? Und zwar, das Erstaunliche ist, der Film hat so eine recht knappe Deadline gehabt. Und zwar hat es genau ein Jahr gehabt, um den Film zu machen. Oh. Weil Capcom und Hasbro und all die Leute haben natürlich wollen, dass der Film auf Weihnachten rauskommt, damit sie natürlich möglichst viele Actionfiguren noch verkaufen können. Das kommt immer gut. Da kann der Amazing Spider-Man schon eine Story darüber erzählen. Genau.
Und die Vorlage von Capcom eigentlich gegeben, das ist eigentlich noch gut. Sie haben gesagt, hört, wir wollen kein Martial Arts Turnier Storylines, sondern wirklich so eine Storyline mit der Street Fighter Figuren. Und wir haben einfach einen coolen amerikanischen Actionheld, wenn wir den Via, so ein Martial Arts Held. Und Auf keinen Fall von einem Amerikaner gespielt werden. ja. Und sie haben gewusst, sie gehen auf Australien drehen. Und dann haben sie gefunden, okay, wir brauchen noch jemanden aus Australien, der mega bekannt ist. Und dann ist der Regisseur ist gerade im Flüger gesessen und hat so durch das Heft durchgeblättert und hat das Bild von der Kylie Minogue gesehen. Und gefunden, hey, die ist aus Australien. Warte. Das wäre doch etwas. Kylie Minogue hat mitgespielt? Sie hat Cammy gespielt. Völlig verständlich. Okay. Das hätte von mir aus können ein ostindischer Film sein, ich hätte sie engagiert. Und zwar, jetzt kommt eben noch das Krasse. Also, sie haben dann noch den Julio de Sousa, nein, der Raul Julia haben sie geholt. Aha. Der Vater von der Addams Family gespielt hat. Das war eine von seinen letzten Rollen, das war der Street Fighter Film gesehen. Ah, ja, genau. Und genau. er hat gesagt, wegen seinen Kindern hat er ja gesagt. Das Problem ist, er hat gerade mega mit seinem Krebs gekämpft und ist vor einer mega schweren Behandlung gerade sich am Erholen gewesen. Und er hat mega viele Action-Szenen müssen drehen, aber es war völlig mager gewesen. Das heisst, sie haben überhaupt nicht können mit ihm irgendwie, früher haben sie ja die Schauspieler also Drahtseile viel rumgehangelt und so, und das ist absolut nicht gegangen, der Mann wäre abeinander geht. Zusätzlich ist die Crew in Bangkok ist sich die Zeit nicht gewöhnt gewesen und das Essen nicht, und dann ist die ganze Zeit schlecht gewesen und sind noch krank geworden. Irgendwie die Hälfte hat irgendwie Hauterkrankungen bekommen. Das heisst Ripper. Das ist dann der Van Damme gewesen. Und das Krasse ist halt eben, dass der Julia, der ist wirklich mega krank gewesen, hat sich dann aber erholt. Und der Regisseur hat immer müssen schauen, dass er seine Medis nimmt. Ankerum hat der Regisseur gleichzeitig müssen schauen, dass der Van Damme sein Skoki nicht nimmt. Ui, nein. Und der ist auch regelmäßig spät aufs Set gekommen und manchmal heim wie ein Drache. Und hat dann natürlich auch eine Affäre angefangen mit der Kylie Minogue. Ach. Und mega viel von der Crew sind dann auch nachher auch regelmäßig in thailändische Massagesalons gegangen, weil sie dort so günstig sind. Ja, es war ein Albtraum. Die Stadt hat einmal einen Stromausfall gehabt, weil sie zu viel Strom für den Film gebraucht haben und die Generatoren das nicht verkraftet haben. Es ist ein Wunder, dass der Film fertig geworden ist. Wirklich. Ist es ein Wunder? Ist es wirklich ein Wunder? Es ist einfach die Tatsache, dass der Film fertig geworden ist. Als Wunder würde ich es nicht bezeichnen, vielleicht. Aber sag mal, hat der Regisseur nicht einen Herzbaracken gehabt, was fertig sind mit dem? Der Regisseur hat vorher schon Herzbaracken gehabt, weil ein paar Monate ist Capcom gekommen und hat gesagt, hey, wir brauchen noch 2 Charaktere mehr. Nein. Und dann hat er wieder neue Leute müssen casten. Oh, und die einen Schauspieler haben kaum Englisch können. Oh, ja, und es war eine Katastrophe gewesen. Und ich tue noch den Artikel verlinken nach der Show. Das ist grossartig zu lesen. Ich habe auch vieles ausgelassen. Es geht ewig weiter. Ei. Und, aber das einzige Plus war wirklich der Raul Julia gewesen, der wirklich trotz seiner Krankheit, sobald die Kamera gelaufen ist, hat er alles gegeben. Ja. Ist voll heimgegangen mit dem Beißen. Ja. Und hat es richtig genossen, weil er es wirklich gemerkt hat, er macht es für seine Kinder und so. Und ja, rest in peace. Crazy. Wow. Ja. Jetzt, was sind so... Kennt ihr Street Fighter so? Was ist so euer Bezug zu Street Fighter? Ich kenne es, aber Beat'em-up-Spiele sind einfach wirklich nicht mein Ding, außer halt Smash Brothers. Einfach weil es halt eben ein sehr untypisches Beat'em-up ist. So wie Mario Kart ein sehr untypisches Renngame ist. Das ist auch das Einzige, was ich spiele. Von dem her, ich habe es schon gesehen, ich habe sicher als Kind auch schon mal ein bisschen reingelangt, aber es ist halt, ich habe überhaupt keinen Bezug zu den Charakteren oder zu der Story oder irgendetwas. Ich weiss einfach... Also ich habe es gefeiert. Okay. Ja, ich weiss einfach... Ich habe irgendwann mal erfahren, dass es einen Film gibt, aber das ist irgendwie vor, weiß ich auch nicht, 5-10 Jahren oder so. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, ich habe mit dem Game nichts anfangen und es ist ein Film aus den 90ern, eine Game-Verfilmung, und ich habe Mortal Kombat gesehen und ich habe gewusst, ja, das kann unmöglich gut sein, aber ich habe ihn nie geschaut. Ich habe einfach nur Reviews davon gelesen und gesehen und habe gedacht, nein, das langt. Ja. Ich glaube, wir müssen mal betrunken das ist vielleicht gar nicht so eine dumme Geschichte. Gute Idee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Es kommt nur Eisendocken vor im ganzen Film. Eis was? Eisendocken kommt vor im ganzen Wirklich? Film. Okay.
Wow, das ist für mich schon das Todesurteil. Weißt du, was ist ein besserer Street Fighter-Film? Das weiß sogar ich. City Hunter mit dem Jackie Chan. Jackie Chan ist immer ein gutes Los. Weil in City Hunter sind sie auf einem Schiff, oder? Weil er ist ein Privatdetektiv und er ist auf einem Schiff irgendjemanden am Verfolgen und so. Und dann landet er und der Bösewicht landet in einer Arcade-Halle. Und er schmeißt den eins in so eine Arcade-Maschine rein, wo Street Fighter drauf läuft und dann wird er elektrifiziert und danach steht drauf und danach ist der Jackie Chan als Chan Li verkleidet und der andere Dude ist der Ken und sie benutzen die Moves aus den Games mit den Soundeffekten und alles und so auch mit den Spezialeffekten und alles. Es ist crazy und eben sehr viele Leute, die halt wirklich halt traurig sind, dass sie einen richtigen Street Fighter Film bekommen, sagen, das ist das Nächste, das Beste, was sie je bekommen werden zu dem Thema. Das Nächste, was daherkommt halt, ja. Ja, wirklich. Und ich meine, ich bin kein Street Fighter Fan und ich habe die Szene genial gefunden, einfach weil es einfach so absurd ist und so halt der typische Jackie Chan Humor, oder? Ja. Und halt einfach der Jackie Chan als Chun-Li verkleidet und weißt du, auch wenn er die Posen macht und so und einfach ihres Voice-Over aus dem Game benutzt wird für seine Szenen, es ist so grandios lustig einfach. Darum, ja, wenn irgendjemand unbedingt einen guten Street Fighter Film schauen, City Hunter. City Hunter wird garantiert geschaut. Ja, unbedingt. Ist auch sonst ein guter Film. Eddie, was hast du noch für uns parat gemacht? Du bist schon sehr hoch gestartet mit der Latte. Also mit der Messlatte. Jetzt geht die Latte noch runter. Ja, das lassen wir jetzt so stehen. Wir reden von Yeah. Wir lassen es nicht stehen, wir lassen es hängen, oder? Also anyway, ja. Ja, nein, allgemein Gameverfilmungen. Ich habe mich dann dort so ein bisschen weggehalten, eben nachdem ich nach x Jahren mal Street Fighter wieder geschaut habe. Und ja, ich glaube, also so wie ich es bis jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, das hat es eigentlich niemand wirklich geschafft, wobei ich muss sagen, letztes Jahr bin ich Warcraft schauen. Und der Film hat recht gut verhebt. Sehr. Es ist lustig, sehr. Ja, weil... Ich bin ja gross... Ah, sorry, mach du zuerst. Ja, nur ganz kurz. Ich kann noch sagen, eben Game-Verfilmungen haben nie wirklich funktioniert. Und dann nachher in den letzten 15, 10 Jahren sind ja die Comic-Verfilmungen plötzlich gut geworden. Also seit Spider-Man und X-Men und so. Und jetzt, ich glaube, sie haben langsam so ein bisschen ungefähre grobe Ahnung, wie das man Game-Verfilmungen macht. Das haben wir mit Warcraft gesehen, wie du gesagt hast, Eddie. Ich meine, ich bin kein Warcraft-Fan und ich bin den Film geschaut und ich habe gedacht, so als Nicht-Fan ist es noch interessant gewesen, einfach weil halt die Welt spannend war für mich, oder? Als Newcomer. Aber es ist eben, das Einzige, was ich halt weiss über Warcraft und das ganze Franchise ist, dass es einfach riesig und gigantisch ist, oder? Von dem her wird es wahrscheinlich schwierig, in einen 2-stündigen Film genug Material rein zu verpacken und dem auch noch die nötige Tiefe zu geben, oder? Ja, eigentlich sehe ich jetzt nicht unbedingt das so, weil du hast gerade in WoW dann, aber du hast so extrem viele Stories. Du hast über all die Patches, die es mit der Zeit geht, über all die Erweiterungen hast du mit der Zeit natürlich so viele abgeschlossene Storystränge gehabt, so viele Charaktere, wo du musst dich nicht gerade ins Volle werfen, sondern du kannst etwas davon rauspicken und das näher beleuchten. Und das sehe ich jetzt eigentlich kein Problem dort drin. Und ich finde auch, sie haben das eigentlich recht sauber durchgezogen. Und es ist halt ein völliger Fanservice-Film. Und ich bin mega zufrieden damit. So Details wie, wo der Greif über Stormwind drüber fliegt und einfach die korrekte Route fliegt. Ja. Das ist wahrscheinlich einem Bruchteil der Leute aufgefallen, wenn sie nicht damit vertraut sind. Oder auch der Sound, die ganze Soundkulisse. Mir ist es aufgefallen, einfach nur weil einfach die Leute um mich herum reagiert und alle so, weißt du, so einander angetupst haben und so, oh mein Gott, der ist die richtige Route gefolgt. Und dann dachte ich, well, I guess that was important. Von dem her, ich glaube, es ist interessant gewesen, das als halt völliger Neukömmling zu sehen, oder, weil halt einfach, wie soll ich sagen, wenn du einen Film machst oder beziehungsweise eine Adaption von irgendetwas, muss der Film ja, das ist etwas, was mir der Kollege immer wieder gesagt hat, muss der Film ja nicht nur für die Fans funktionieren, sondern eben auch für die den Film schauen und das Originalmaterial nicht kennen. Er muss als Film an sich Ganz genau. Du kannst dich nicht pur auf das verlassen, dass alle wissen, was sie da sehen, oder? Und sie haben den Mittelweg perfekt getroffen. In meinen Augen jetzt. Sie haben, du kannst den Film als absoluter Nicht-Kenner schauen, hast deine Freude daran, hast eine gute Story, sage ich jetzt mal.
und du kannst ihn als Fan schauen und hast so viel Details drin, die du wiedererkennst. Gerade wenn du seit Jahren, eben wenn du im WoW oder so quasi aufgewachsen bist, mehr oder weniger, oder? Dann, das läuft jetzt auch schon so lang. Du hast für beide etwas dabei, beide können schauen und ihren Spass haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz schwierige Aufgabe für Leute, die so einen Film produzieren, den Mittelweg zu finden, weil gerade Gamer sind, ich habe es bei mir gemerkt, als ich den Film schaue, war mein erster Gedanke so, wie fest verkacken sie es echt. So einfach, Genau. so ist das Ja, aber das ist unsicher einfach gewesen. wegen der Erfahrung, oder? Weil einfach bisher hat es Absolut. keine guten Game-Verfilmungen gegeben. Und Absolut. eben auch die Game-Verfilmungen, auch Warcraft und jetzt zum Beispiel Assassin's Creed, wo ich nachher noch ein bisschen drüber rede, die sind nicht schlecht, aber sie sind auch nicht extrem gut. Weil sie absolut. sind... Es ist nicht wie irgendwie, sagen wir, Spider-Man 2, wo einfach einer der grossartigsten Comic-Verfilmungen ist aller Zeiten. Oder der Avengers-Film. Oder weißt du, das Zeugs, oder? Wo du einfach so sagst, wow, oder wer hätte gedacht, dass wir das mal erreichen? Und den Punkt haben wir mit den Game-Verfilmungen einfach noch nicht erreicht. Und ich finde das irgendwie schade. Und eben letztes Jahr, wo das Jahr angefangen hat, habe ich so gedacht, das Jahr kommt Ratchet & Clank raus, Warcraft und Assassin's Creed. Einer von diesen drei muss einfach gut sein. Und einfach alle drei sind rausgekommen und alle drei sind so, ja, okay. Ja. Und sehr viele Leute sind halt sehr, sehr kritisch denen gegenüber. Und ich bin so ein bisschen... Eben Warcraft ist es... Eben weil ich kein Fan bin, habe ich das natürlich geschaut und gedacht, ja, ist okay, oder? Ist okay. Und wenn jetzt einer ein Fan ist und den gut findet, ist das für den viel schlimmer als für mich. Richtig, weil du greifst schon sein Territorium an, sein Genau. Genre, dem wo er sich verbunden fühlt. Ja. Und ich bin eigentlich nicht mal so verrückt, dass wir in dieser Zeit leben, wo wir noch mitbekommen, wie die ganzen schlechten Filme aussehen. Weil das ist ein fortschreitender Prozess. Wenn wir mal an den allerersten X-Men denken, der vor dem ganzen Franchise-Start eigentlich gekommen ist, der war auch fertiger Müll gewesen für die Tonne rein. Den kannst du nicht mehr schauen. Das ist Den so. kannst du nicht mehr schauen. Ich finde den katastrophal. Nicht so schlimm wie X-Men 3. Bis jetzt zu Logan, du siehst eine stetige Entwicklung. Und das habe ich das Gefühl, oder habe ich die Hoffnung, dass das bei den Games auch kommen könnte. Nur haben sie das zusätzliche Problem, dass du mittlerweile so gute Stories hast in Games inne. Das Ganze schon so gute Grafiken hat, dass es schwierig wird, das rauszuholen und noch zu einem gleichwertigen Film machen. Weil mittlerweile hat einfach schon allein Games in Zwischensequenzen oder schau mal Final Fantasy an, wo amigs ganze Filme dazu noch produzieren. Ja. Da ist es schwierig, das noch mitzuheben oder auf ein neues Level aufzuhieven. Und ich finde es spannend, dass wir miterleben, wie es passiert. Es ist brutal schwierig und ich glaube, das ist eben das Problem, das sie halt noch nicht ganz gelöst haben, Hollywood und so weiter. Weil, wie soll ich sagen, in einem Comic, in einer Fernsehserie, in einem Buch, in einem Film, ist die Story ist absolut passiv für den Zuschauer. Aber wenn du ein Game spielst, dann hast du ja die Story nicht nur in den Cutscenes, also in einem schlechten Game vielleicht, aber in einem guten Game, ganz genau. Und zwar nicht nur Zeugs, wo die Charaktere miteinander reden, sondern du tust zum Teil deine Story selber machen. Bestes Beispiel, Breath of the Wild. Das hat einer mega schön gesagt, weil das Game ist ein Story-Generator. Und zwar nicht im Sinne von, es passieren random irgendwelche Quests oder so, sondern du kannst einem Kollegen, der das gleiche Spiel spielt, erzählen von dem einen Mal, wo du irgendwo den Berg drauf geklettert bist und dann hat es angefangen zu regnen und du wärst fast runtergefallen und du wärst gestorben, aber im letzten Moment hast du es geschafft und bist oben gewesen und dann hast du den Punkt erreicht und hast einen mega guten Edelstein gefunden und danach ist plötzlich noch so ein riesiger Miniboss auftaucht, den du bekämpfen können und mit dem letzten Herz hast du ihn gerade noch besiegt, eine riesige Belohnung bekommen oder ein gutes Rüstungsteil und so Zeugs. Und das ist Zeugs, wo zu deinem Erlebnis dazugehört. Das ist die Story, die du dir selber erzählst, wenn du das Game spielst. Und so etwas halt in einen Film zu verwandeln, ist, ich weiß nicht, aber im Moment kann ich es mir einfach nicht als möglich vorstellen, oder? Und halt je offener das die Welt ist, desto schwieriger wird es. Jetzt zum Beispiel sagen wir Uncharted oder das Call of Duty, sie machen ja einen Call of Duty Film, oder? Uncharted ist ja mega linear, oder? Das heisst, du hast einen Gang, wo du eigentlich entlang laufst und so. Aber selbst dort tust du dich hinter dieser Wand verstecken oder gehst du den Gegner, rennst direkt auf ihn los, rennst mit einer Schrotflinte auf ihn los oder nimmst das Snipergewehr, das dort liegt. Und all das sind so Sachen, und wenn du den Film schaust, dann ist es einfach fix.
Oder? Es ist seit irgendwie 10 Jahren ein Mass Effect-Film in Arbeit oder beziehungsweise in Pre-Production, wo sie machen wollen. Und das ist einfach die schlechteste Idee, die sie haben, weil ein Mass Effect-Film machen kann einfach nur alle hässig machen, weil entweder nehmen sie einen Mann als Commander Shepard und dann wird es die Fans hässig machen, die lieber eine Frau wollen, oder sie nehmen eine Frau und umgekehrt. Und dann, oder wie ist Shepard? Ist sie mega, mega gut oder ist sie mega böse? Oder dann machen sie irgendeinen Mittelweg und dann machen sie auch wieder alle hässig. Es ist unmöglich, alle zufriedenzustellen, weil du kannst einfach halt den Input, das Element vom Spieler selber nicht umsetzen in einem Film. Und darum sehe ich nicht wirklich, wie das gelöst werden soll. Das vom nächsten dran kommt momentan, wo ich auch noch ein bisschen eine Lösung sehe, aber auch nur für ein minimes Publikum, das interessiert. Das ist eine Art, ich sage jetzt mal, Telltale vielleicht. Die machen das ja auf die umgekehrte Basis. Es ist quasi wie eine interaktive Serie. Und ich denke, dort früher oder später werden sie anfangen, Projekte zu machen. Ob das vielleicht dann nicht im Kino schaust, sondern direkt daheim und dort dann deine Entscheidungen kannst treffen. Oder ob ich glaube, sie haben schon Projekte gemacht, wo du über das iPad oder über SMS irgendwie Entscheidungen mitbestimmen. Das Ding ist, willst du das unbedingt? Ja, und Ich meine, wenn ich mich auf einen Film einlasse, dann weiss ich, es ist ein passives Medium, aber dann erwarte ich das auch davon in dem Sinn. Ich erwarte nicht davon, wie bei einem Game müssen eben in eine Stresssituation kommen, wie bei was hast du vorher gesagt, Uncharted oder so. ja. Ich erwarte das gar nicht, sondern im Gegenteil, ich erwarte es. Darum regen mich auch die 3D-Brille zum Beispiel schon auf für daheim. Ja. Ich hocke auf dem Sofa und ich will zwischendurch mal einen Blick zum Kollegen werfen und schnell über eine Szene lachen oder so und nicht in dem Brillendings für mich selber gefangen sein. Und so ist es auch mit einem Film schauen. Ich lasse mich darauf ein, dass ich anhocke und zuschaue, was passiert. Da willst du keine Quicktime-Events machen während dem Film schauen, wahrscheinlich. Du musst auf dem Fernsehgerät den richtigen Pfeil im richtigen Moment drücken, so «Ah!» Mach 2 Kniebeugen, schnell. Ja. Nein, aber das hat Jasmin, meine Freundin, hat das auch schon ein paar Mal gesagt. Wie wäre es eigentlich, wenn man im Kino halt, weißt du, dann entscheiden tut, oder weißt du, dass alle halt voten tun, oder? Welche Entscheidung das getroffen wird im Film. Und dass ich denke, ja, technisch gesehen ist das ja schon eine gute Idee, aber wenn es jetzt... Problem ist, du musst den Film anhalten. Ja, erstens das, entscheiden. der Flow ist völlig kaputt vom Film. Plus, wenn du 3 Entscheidungsmöglichkeiten hast, ist wahrscheinlich etwa 60%, also 66% der Leute haben nicht ihre Entscheidung nachher im Film. Dann denkst du, für was Ja. habe ich gewotet, wenn nicht das passiert, was ich schauen will, oder was Und ich dann will. ist die Ja, Frage, du müsstest den Film mehrmals schauen, nur schon die Chance darauf besteht, dass es Genau, so und auch dann hast du ausgeht, wie keine es dich noch schon Garantie. interessieren könnte. Das ist ja voll Richtig, scheiße, genau. das funktioniert ja nicht, oder? Eben darum sage ich, es gibt... Sorry, ja? Darum Ja. sage ich, wenn dann daheim. gleichzeitig, wenn du eben 3 Entscheidungen hast, dann wirft sich dann die Frage auf, ja gut, wieso nimmst du nicht einfach die beste von denen und baust den Film um das auf, weißt du, so. Ja, genau, ja. Einfach damit es Entscheidungen drin hat, oder? Genau, ja. Ja. Soll ich meinen Punkt jetzt gleich noch anbringen, oder warten? Warten wir, bis wir das Okay, durch haben, ja, voll. Genau. damit der Eddie nämlich auch mal erzählen kann, was er sich ausgesucht hat für uns. Du meinst den Chris? Der Chris habe ich gesagt. Habe ich gesagt, Ja. der Eddie? Ich habe gesagt, der Eddie. Ich weiß, ich habe Eddie gesagt. Ich habe Chris Wir gehört. schneiden das raus. Stopp, 3, 2, 1. Ja, du hast gesagt Eddie, ja. So, ich würde sagen, wir gehen weiter, damit der Chris noch kann sagen, was er sich da ausgesucht hat. Lieber Chris, hau rein. Ja. Raffi, lass das drin bitte. Lass das bitte drin. Hör mich alle zusammen an. Raffi, du bist super. Also genau, Dan und ich, wir wollen beide nachher noch ein bisschen über Mario reden, also den Mario-Film. Aber zuerst muss ich noch über etwas, eben, meine gemischten Gefühle zum Assassin's Creed-Film, der letztes Jahr rausgekommen ist. Assassin's Creed, genau. Assassin's Creed. Ich bin recht lang ein recht grosser Fan gewesen, und zwar während der Ezio-Trilogie. Das ist Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations gewesen. Und dann ist das 3 rausgekommen, das ist das, was in Amerika spielt, mit dem Connor, und das habe ich ultra scheiße gefunden. Und dann habe ich das 4 gespielt, das war wieder super gewesen. Und dann habe ich eigentlich wieder aufgehört, weil es hat einfach keinen frischen Wind mehr gehabt. Es war immer das Gleiche gewesen, und es ist einfach so, es hat mich einfach nicht mehr gereizt. Oder? Jedes Jahr ein neues und langweilig. Und Absolut. und das Eis ist interessant gewesen von der Story her, eine Art, aber das Problem war, es ist mega repetitiv und langweilig gewesen zum Spielen. Du hast immer das Gleiche Ja. gemacht. Und
Ja, und darum, wo es geheißen hat, sie machen einen Assassin's Creed-Film, ist meine erste Reaktion okay, interessant, wie wollen sie das machen, oder? Und dann habe ich mich gefragt, machen sie eine Verfilmung von einem der Games? Und dann kommt raus, nein, sie machen etwas komplett Eigenes und dann dachte ich, das ist vielleicht die beste Lösung, weil dann umgehst du genau das Problem, wo wir eben gerade vorher darüber geredet haben. Richtig. Und die Prämisse von Assassin's Creed ist ja so offen und so gross. Du kannst eigentlich alles Mögliche drin machen. Ganz genau. Das ist eine mega coole Welt sozusagen, wo du überall kannst anknüpfen und Zeugs hinzufügen. Und es kann immer noch mit der Originalstory aus den Games zusammenpassen, oder? Ja. Und es ist so. Es ist schade auf eine Art, weil es wirkt einfach, der ganze Film ist verschwendetes Potenzial, finde ich. Es gibt gewisse Sachen, die so cool sind und dann hat es aber andere Sachen, wo du einfach denkst, warum habt ihr das jetzt geändert? Oder? Zum Beispiel der Animus, das ist das Gerät, wo der Charakter in der realen Welt halt im Game reinhockt und dann wird seine genetischen Daten werden gelesen und anhand von dem werden die Erinnerungen von seinen Vorfahren dargestellt für ihn. Und das ist das, was dann eigentlich der Spieler spielt im Normalfall. Und im Game ist das einfach so eine Art Bett, so ein Computer, so ein Bett, wo er einfach drauf liegt und dann passiert das einfach so. So Avatar-mäßig. Ja. Also der blaue Avatar. Ja, genau. Im gröbsten Sinn so. Einfach anliegen und dann fertig. Jetzt im Film mögt ihr euch an Dr. Octopus aus Spider-Man 2 erinnern? Großartig. Ich kann auch an das denken, kann ich sagen. Absolut voll Er wird einfach gepackt mit so einem riesigen Roboterarm und dann werden ihm so Nadeln eingefügt in sein Rückgrat, oder, um ihn zu synchronisieren. Und dann wird er an dem Arm umgeklopft, damit der Dude in der realen Welt, in der Gegenwart, alle Bewegungen nachmachen kann, die er in der Erinnerung von seinem Vorfahren macht. Oh Gott, das sind anstrengend. Es klingt mega anstrengend. Aber auf der einen Seite würde ich das jetzt noch einigermaßen verstehen, weil sie auf diese Art versuchen, den Bleeding-Effekt zu erklären. Oder die Idee ist, dass der Dude, der ins Leben von seinem Vorfahren geht, eigentlich alles das lernt, was sein Vorfahren lernt oder halt macht. Ja. Oder? Und ja, aber visualisiert, also ist ja, ich habe das super geil gefunden. Also, du hast doch immer die kurzen Überblendungen, wo du siehst, was in der Realität passiert und das was ist aber genau, innerhalb von dem System das ist genau passiert. mein Problem. Du hast im Game ist es einfach so gewesen, er hockt aufs Bett und dann spielst du einfach den Vorfahren fertig und dann, wenn er das nächste Mal verwacht, merkst du à la Matrix, so, wow, ich kann Kung Fu, oder weißt, und dann hat er wieder etwas gelernt und er kann das nachher einsetzen, weil du ja gesehen hast, wie sein Vorfahren das macht und du weißt, dass er mit seinen Gedanken in seinem Vorfahren drin ist. Aber im Film schwappt die Kamera die ganze Zeit hin und her zwischen den Szenen von seinem Vorfahren und gleichzeitig in der gleichen Szene zeigt es gerade, wenn er das in der Gegenwart auch wieder macht. Und es geht die ganze Zeit hin und her und es ist so anstrengend und nicht angenehm zum Schauen. Du kannst dich nicht gehen lassen und entspannen und so, jetzt sind wir in der spanischen Inquisition, jetzt sind wir in der Gegenwart. Nein, es ist die ganze Zeit zack. Zum Teil 3-mal in der Sekunde, einfach so hin und her wechseln. Oh, er macht einen coolen Stunt, das werden wir schnell zeigen von da. Okay, jetzt passiert wieder dort etwas, gehen wir wieder in die Vergangenheit. Das ist einfach so, die ganze Zeit das hin und her. Du hättest es am Anfang können zeigen, eine Minute lang, und dann hat der Zuschauer gecheckt, aha, okay, so funktioniert es. Weil die Zuschauer sind nicht so blöd, wie die einen meinen. Schon recht blöd, aber nicht so blöd. Und dann hat das... Ausser unsere Hörer. Und dann hätte das gelangt. Aber, genau, es werden immer weniger. Und dann hätte das gelangt. Aber nein, sie haben die ganze Zeit hin und her wechseln. Durch den ganzen Film durch. Plus in Animus hinein, also eben in die Vergangenheit, in die Story von seinem Vorfahren, geht er im Film tatsächlich etwa 3-mal. Und die Szenen insgesamt gehen vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, allerhöchstens vom ganzen Film. Der Rest ist alles in der Gegenwart. Einfach Exposition, ja. Es wird so viel geredet und erzählt. Doch. Nein. Und alle schauen einfach so ganz gelangweilt rein und warten auf ihren Paycheck. Und du siehst einfach, fast wie am Film, am Bildschirmrand, einfach der eine so am Wetteln ist mit dem Paycheck. Weißt du, so, der kommst jetzt gerade über. Du musst nur noch schnell fertig acten. Und es ist einfach schade. Weil der Film hat cool ausgesehen. Die Story vom Vorfahren war interessant gewesen und weißt, auch wirklich authentisch gemacht. Sie haben immer Spanisch geredet mit englischen Untertiteln. Also es ist nicht mal irgendwie Englisch gewesen oder so mit irgendwelchen komischen Akzent à la Assassin's Creed 2, sondern sie haben wirklich Spanisch geredet. Und es ist absolut überzeugend gewesen, alles das. Es ist einfach alles das in der Gegenwart und halt der ganze Übergang, wo mich
einfach genervt hat. Oder? Und am Schluss tun sie sich in der Gegenwart, weißt du, so mega aufrüsten und so und parat machen mit Schwertern und alles Sichs und so. Da denkst du, yeah, jetzt geht's voll ab, oder jetzt gehen die Templer stürmen. Und dann denkst du, jetzt gibt es eine mega geile Actionsequenz, oder? Aber nein, sie killen den Böse, nehmen den Töpfel wieder weg in der Gegenwart und danach stehen sie einfach noch cool auf dem Dach, weißt du, so Batman-mäßig, während die Kamera rundherum fliegt und das ist der Schluss vom Film. Dann denkst du so, oh wow, danke für das, zum Glück haben wir jetzt gewartet 2 Stunden. Oh Gott, verstehst du, Mann. Ja, wirklich. Das ist ganz, ganz mies gewesen. Das ist ganz, ganz gemein. Hey, also, weißt du, schau jetzt, ich finde, du hast recht, okay, ich sehe es jetzt mal ein bisschen mehr wie du dort durch. Sie haben übertrieben mit dem Realität und Animus-Ding, aber die Idee davon wollte ich sagen, das ist cool gewesen, das gesehen zwischen Realität jetzt und innerhalb vom Animus. Hat mir gefallen. Jetzt hast du mir das gerade ein bisschen zerstört. Ich danke dir vielmals für den, Chris. Jetzt finde ich es viel weniger cool. Aber was hältst du von der Choreografie, von die sind super. Wie gesagt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, das habe ich absolut genial gefunden. Ich habe mehr von dem wollen. Alle haben mehr von dem wollen. Weil eben, die Games, absolut. Niemand hat Assassin's Creed gespielt. Das ist nicht genau das gleiche Problem, die Games eben auch. Nein, eben nicht. Weil im Game spielst du das ganze Animus-Zeug doch rausschneiden und es wird gleich ein geiles Game sein, weißt du, ich meine? Theoretisch ja, aber ich meine, in den Games spielst du ja zu 95-98% eigentlich in der Vergangenheit. Oder? Ja. Und wenn du sagst, alles andere, weißt du, das Drumherum und so, ist einfach nur, weißt du, die Erklärung vom, weißt du, so die Überstory, dann kann ich das akzeptieren. Aber das nicht, finde ich. Ja, okay, aber weißt du, es stört mich jetzt nicht. Bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel, weil es ist eigentlich ja nur ein kleiner Teil davon, ein winzig kleiner Teil. Aber das Verhältnis ist so verdreht im Film, dass du einfach denkst, ja, voll. Niemand spielt Assassin's Creed, zum mit dem Desmond in der Gegend rumlaufen. Weißt du, das ist... Aber ich glaube, ich spüre den Eddie dadurch schon ein bisschen. Ich sage, im Game, ich bräuchte es nicht zwingend. Ich wäre auch zufrieden, wenn das in der Realität vom Game aktuell wäre. Also wenn du nur dort spielen würdest. Aber ich finde den Gedanken von dieser Meta-Story recht spannend. Dass du, eben, das finde ich recht interessant gemacht und kann darum damit leben. Es hat mir im ersten Assassin's Creed habe ich es noch nicht so dope gemacht gefunden. Nachher haben sie es aber sehr angenehm umgesetzt, finde ich. Es sind kurze Passagen, wo man kann sagen, okay, komm, das zieht jetzt schnell durch und nachher bist du wieder der grösste Teil von der Zeit innerhalb von der Vergangenheit. Plus es ist halt auch... Ich finde es eigentlich von dem her recht halt, in den Games ist es halt auch eine Möglichkeit gewesen, um die Games miteinander zu verbinden. Weil sonst der Zusammenhang zwischen Assassin's Creed 1, 2, 3, Brotherhood und Revelations und all das Zeugs irgendwie von der Story selber ja eigentlich ja nicht wirklich zusammenhängend, überhaupt nicht. Es ist nur die overarching Story vom Desmond oder Abstergo und all das Zeugs, wo ja wirklich zusammenhängt, oder? Und klar, man könnte natürlich schon sagen, es muss nicht eine zusammenhängende Story sein. Final Fantasy macht das ja auch so, oder? Aber mir hat das gefallen, oder? Dass du siehst, okay, das ist der Ursprung von dem, das führt zu dem und so, das macht irgendwie noch Sinn. Gut, aber du musst dich... Zum Beispiel Brotherhood war ein gutes Beispiel gewesen. Du hast jederzeit eigentlich aus dem Animus rausgehen und Zeugs machen, aber du hast nicht müssen. Du hast eigentlich die ganze Zeit im Animus hineinbleiben, das Game durchspielen und wenn dich der Rest nicht interessiert hat, hast du es nicht müssen machen. Okay. Aber im Film ist es wirklich, eben, wie gesagt, es sind sicher 3/4 vom Film sind außerhalb vom Animus. Ja, absolut. Und es ist einfach so viel Worldbuilding und Erklärung und Zeug und Sachen. Und ich weiß nicht mal, wie sie im nächsten Film, falls es jetzt überhaupt noch passiert, aber im nächsten Film, wie sie das überhaupt umsetzen wollen, was sie dort noch machen wollen. Ich hoffe ohne Fassbender. Mit dem Animus. Ich habe ganz viel Mühe mit ihm schon generell. Ich mag ihn einfach nicht. Er ist in meinen Augen egal. Ich mag ihn nicht. Aber was ja, ich kann, nein, ich hasse sein Gesicht. So, er kann spielen, wie er will. Ich hasse sein dummes Gesicht. Und wenn er vor mir weil er hübscher ist als du. Er geht mir auf den Sack, nur schon wenn er schaut, wenn er sein normales Gesicht, ich würde am liebsten einen Baseballschläger nehmen. Ich hasse ihn, er nervt mich so. Okay. Moment, also, aber ich kann auch für den Charakter, wie heisst der Charakter, wenn er spielt? Egal. Ich kann keinen Moment können... Desmond 2.0. Richtig, genau. Desmond sogar. Ja, eben. Ich kann keine Sympathie für die Charakter generell aufbauen. Auch das da Kindheitsstory, was da war, ich kann keine Sympathie aufbauen. Sie haben das weißt du, sowieso gezwungen, irgendwie wollen etwas machen, damit man mit ihm mitfühlt. Das noch infinit. Ja, das ist aber nicht am Fassbender seine Schuld. Er ist gleich ein Fotze. Ja, aber ich sage, es ist nicht seine Schuld. Das ist das Problem, das ist eines von den Problemen vom Film. Absolut. Wie alles in der Gegenwart ist das einfach langweilig gewesen und du hast diesen Charakteren einfach nichts geglaubt. Genau.
Was lernen wir daraus? Die Gegenwart ist langweilig. Ja. Geht in die Vergangenheit. Ja, ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, einen Assassin's Creed-Film zu machen, wieso willst du den in der Gegenwart verbringen? Da kannst du irgendeinen Film machen. Mach doch, wenn du einen Assassin's Creed-Film machst, mach den in der verdammten Vergangenheit. Das ist so, als würdest du Mass Effect machen und spielt in der Gegenwart. Das wird doch niemand sehen. Ja, wirklich. Ich gehe auch nicht Warcraft schauen und hoffe, dass sie nachher mit iPhones rumlaufen, oder? Das ist ja... Star Wars mit Baseballschläger, yes. Ja! Oder mit Degen. Ja, genau. So. Wobei das würde auch gut passen. So à la Shakespeare. Ja, genau. Darth Vader wäre an Verbrennungen und Schmerzen gestorben oder hat ein Asthma-Spray ans Gesicht geklebt bekommen und fertig. Gut. Genau. Hast du noch etwas zu erzählen zu diesem wunderbaren Stück Filmgeschichte? Nein, ich glaube, Assassin's Creed ist für mich gegessen. Auf beide Arten. Games, ich spiele keins mehr, ich werde nie mehr eins kaufen wahrscheinlich. Und ja, aber so wenn ich Ubisoft kenne, wäre das wahrscheinlich so, hey, Fans, schaut mal, Assassin's Creed im alten Ägypten. Hey. Und dann ich, goddammit. Hey Fans, wir machen nochmal das Gleiche wie immer, kauft jetzt. Aber es ist mit Pyramiden. Ja. Mir kommt ein bisschen Sinn jetzt gerade. Und zwar, hast du das Gefühl, oder haben das Gefühl, dass die Gegenwart so prominent ist in dem Film, um eben ein Franchise aufzubauen? Ja, logisch. À la Marvel oder DC. Natürlich. Klar. Und wer sind sie kläglich gescheitert? Ich denke es auch, sie haben im ersten Film wahrscheinlich eine Grundbasis legen Definitiv. und das tiefer, in den nächsten Film tiefer reingehen. Nur interessiert das kein Schwanz. Du hättest können ein super Franchise aufbauen innerhalb von dieser Vergangenheit. Du hättest dort mehrere Assassinen können zusammenbringen, ihre einzelne Geschichte beleuchten, sie am Schluss miteinander in einem riesen Plotlot zusammenstehen oder einen Verräter reinbringen. Du hättest alles können machen, Ja. aber nicht in dieser Das Verhältnis Zeit. hätte genau müssen umgekehrt sein. Wenn die Gegenwartsstory eine halbe Stunde gegangen wäre, insgesamt, das wäre mega knapp gewesen, um das irgendwie anzukriegen. Oder sagen wir 3/4 maximal. Und der Rest im Animus rein. Und dann hätte das gelangt, um genug Interesse zu schaffen. Du hättest nicht müssen alles erklären über die Gegenwart und wie das auf Serco funktioniert und all das Zeugs. Das hat niemand interessiert. Es hätte gelangt, wenn sie Interesse geschafft hätten bei den Zuschauern. Das, was die Leute spannend finden und das, was die Leute wollen sehen, ist die Vergangenheit gewesen. Oder? Und dann wären die Leute gerne für einen zweiten Film mit so, oh ja, Mysterium, oh ja, ja. Aber nein, sie haben es einfach verkackt. Anyway, reden wir über etwas anderes. Super Mario. Genau, Super Mario. Du darfst Genau. anfangen. Nein, ich kann gar nicht sagen, du darfst anfangen, ich rede einfach rein, das kann ich gut. Okay, oh Mann, wo fangen wir da? Hey, für mich ist, ich bin noch ein kleines Kind gewesen. Es war einer meiner ersten VHS-Kassetten gewesen. Weil Ja. ich als kleiner Golf durch den Laden gelaufen bin mit der Großmutter. Und dann sehe ich da den Mario dort und ich denke, oh mein Gott, ich liebe Mario, ich muss den Film haben. Und in meinem Kopf ist es schon losgegangen, wenn ich den Film reinlege und einfach und alles ist gut gewesen. Und ich lege den Film rein. Und Und alles es ist ist einfach nicht gut. nicht mehr gut gewesen. Dazu habe ich bin noch viel zu jung gewesen, um zu verstehen, was da gerade passiert. Ich meine, der ist 1993 in Kinos gekommen. Ich werde ihn wahrscheinlich... Vielleicht bist du auch abgespaced. Ja, ich würde ihn so mit 4, 5 etwa geschaut haben. Und bin dort, Ja. trotz meinem jungen Alter, alt genug gewesen, zu mir wünschen, die verdammte VHS-Kassette rauszunehmen, das Band rauszureißen und mich damit zu erhängen. Okay. Der Film, es ist echt eine Tragödie gewesen. Es ist klar gewesen, Hollywood, okay? Es ist klar gewesen. Was ist grösser gewesen in dieser Zeit als Mario? Logisch springt Hollywood drauf ein und gibt Vollgas, ja. Wie bist du Street Fighter? Ja. Das war etwa die gleiche Zeit, gewesen, oder? Ja, 93, beides, Der oder? 93, Ja. ja, von dem her, ja. So. Krass. Ja, es ist eben lustig, weil Nintendo ist ja mega berühmt dafür, dass sie mega Angst haben um ihre IPs und so, oder dass sie die wirklich eigentlich mega nicht gern zur Hand ausgeben. Und der Film, der hat nicht geholfen, weil eben, er ist mega trashed worden und niemand hat ihn geschaut und er ist völlig eigentlich ein Loch gewesen, finanziell. Und Gibt es auch da eine Hintergrundstory, wieso der so rausgekommen ist, wie er rausgekommen ist? gibt es sicher, ich habe mich ehrlich gesagt nicht reingelesen, weil ich mich nicht wollte deprimieren und weil ich, wie gesagt, mich am Vorbereiten bin, zum selber einen Film machen, wo ich hoffe, dass der nicht so ein Flop wird. Aber natürlich tue ich nicht so viel Geld investieren wie Nintendo und Hollywood in Super Mario Film. Aber was ich weiß, ist, dass es ein pures Chaos war. Und die
die Hauptdarsteller sind alle jeden Tag voll trashed arbeiten gekommen, weil sie sich einfach voll gesoffen haben, weil sie einfach keine Geduld mehr hatten bei diesem Film. Und es gibt offenbar noch ein paar Szenen, wo du echt merkst, dass sie so ein bisschen am Lallen sind. Und ja, es ist einfach... Und das Lustige war auch, ich glaube, der Drehbuchautor hat zuerst ein Drehbuch geschrieben, das relativ ähnlich war am Game. Und dann hat, glaube ich, Nintendo gesagt, nein, ist gut, könnt euch ein bisschen mehr Freiheiten nehmen und so, oder müsst euch nicht so fest dran halten. Und danach und der Regisseur hat Mario nicht gekannt. Er hat irgendwo, glaube ich, in einem Nintendo-Magazin ein bisschen etwas darüber gelesen, über das Game, und dann so, aha, okay, ein paar Stichworte aufgeschrieben, und das ist wahrscheinlich alles gewesen, was er gewusst hat. Und anhand von dem ist nachher das Drehbuch geschrieben worden. Und wenn du den Film schaust, dann merkst du das. Es ist richtig so, ja, okay, sie haben das Element drin, sie haben das Element drin. Ich meine, wenn du es auf Papier anschaust, dann denkst du, okay, gut, das ist ein Mario-Film. Der Mario kommt vor, der Luigi kommt vor, die Peach Daisy kommt vor, sorry, Ja, der Yoshi Koopa kommt vor, es gibt Pilz und es gibt Bomben und der Koopa, genau. Und Goombas und ja, das war's. Und du denkst, okay, all die Sachen sind drin, wie kann das nicht stimmen? Aber nichts von dem ist so, wie es sollte sein im Game. Es ist einfach, nichts stimmt. Nicht mal zu 10%. Und es ist grandios. Ist das der Film, wo der Mario Ja. heißt und der Luigi Genau, Mario? genau. Ja, exakt, genau, voilà. Das ist jetzt Canon. Der Miyamoto, der Macher von Mario, ist gefragt worden im Interview, wie heißt er zum Nachnamen? Und dann schaut er in die Kamera, Mario. Und das ganze Internet, Ursprünglich hat ja, nur schon, wenn wir es gerade vom Drehbuch gehabt haben, ursprünglich hat das Ganze ein bisschen so einen Fantasy-Touch kriegen, so à la Alice im Wunderland. Ist, Jetzt, was du sagst, ja, das, ich sehe Gell? es. Das wäre super Ich gewesen. sehe es, ja. genau. Der Cooper war zum Beispiel wirklich echt gewesen und es hat, ja, sie haben mehrfach Mühe gehabt und das Drehbuch mehrfach umgeschrieben. Und immer mehr verhunzt, so wie es tönt hat, aus Interviews, die ich gelesen habe. Und vor ein paar Jahren haben sie mal die ehemaligen Darsteller gefragt, was ist der schlimmste Job gewesen, oder was ist die grösste Enttäuschung gewesen? Und der Bob Hoskins hat zum Beispiel gesagt, bei beiden Filmen, also bei beiden Fragen, jeweils bei was ist der schlimmste Job gewesen, was ist deine grösste Enttäuschung gewesen, und wenn du etwas rückgängig machen, was wäre das? Und er hat bei allen 3 Fragen gesagt, Super Mario Bros. Und das sagt schon mal viel. Und wenn du schaust, wer ursprünglich für die Rolle vor gewesen wären und wer dann schlussendlich dabei war, ist das auch. Und dann, wenn dann der Vito kommt und sagt, nein, danke, so, Wow. dann ist schon mal so die rote Gut, aber Lampe. der ist damals noch recht gross, nicht? Das ist jetzt nicht so Berühmt ist vielleicht ein besseres Wort als gross, aber ja. Ja, genau. Ja. Ja, er ist nicht gross gewesen, aber grossartig. Und Ich sehe es zwar nicht so, ehrlich gesagt. Mann, ich habe ihn Vito putzig als- gefunden. Klein, dick, herzig, er ist wieder Raffi. Hey, ich habe den Raffi gekannt, als er klein und dick war. Herzig, Ich kenne den Raffi auch, er ist klein und dick geblieben. Ist der Aha. Raffi der Danny DeVito von unserer Gruppe? okay. Ja, sehr wahrscheinlich schon, ja. Ich wüsste Gut. schon, dass er das alles rausschneidet, oder? Weil er hat das gemacht, er ist der Editor. Ah, du, es muss draussen niemand hören, es kommt uns bleiben, mir ist wichtig, dass es er gehört. So, alles Okay, andere. gut. Lass kann ich leben. rein, Genau. Raffi, bitte. Lass rein. Genau. Auch der Tom Hanks hat übrigens mitspielen, zum Was? Zurück aufs Thema Mario kommen. Der Tom Was? Hanks ist castet gewesen sogar. Als Luigi. Ja, er ist nachher durch den Bob Hoskins ersetzt worden. Bob Hoskins ist der Mario. Also als Mario. Richtig. Und das ist wahrscheinlich nicht mal so eine schlechte Entscheidung gewesen, wenn ich mir jetzt Tom Hanks in dieser Rolle vorstelle. Das Leben ist wie eine Schachtel Pilz. Erstens, für mich hat es nicht gepasst. Zweitens, so wie sie sie haben den Film irgendwie extrem düster probiert zu machen. Ich wollte den Film sehen mit dem Tom Hanks und dem Danny DeVito. Ja, das war super gewesen. Und beide sturzhagelvoll. Hey, super. und der Koopa, übrigens, nochmal ein Name, den wir damals mal vom Tim Burton haben noch kennt. Und Tim Burton, Ui, sein nein. kleines Müsli. Der Michael Keaton hat Koopa werden.
Das sehe ich jetzt aber auch noch. Vor allem so nach Was? Birdman. Ja, der hat nachher Interessant. Batman und Beetlejuice, ja. Er hat dann abgelehnt gehabt und sie haben dann den Arnold Schwarzenegger angefragt. Und Ja, der der hat Arnold auch... Schwarzenegger sollte Wow. mitspielen. Er hat sich dann aber dagegen entschieden und hat sich für den Was? Mega-Hit Last Action Hero entschieden. Also das ist eigentlich egal, in welcher Topf langst, ist in beiden Scheiße drin. Ja, gut. Ich meine, Mario ist mittlerweile so. Mario ist ja so abgestürzt am Anfang und dann langsam wieder aufgekommen. Jetzt hat sie so eine Fangemeinschaft und Last Action Hero ist so, ja, so ein 90er-Action-Film halt. So, ne? Nein, es ist nicht die Art von... Es ist schon sehr ungewollter Trash so. Und Nicht? ich habe ihn noch stellenweise geschaut, aber ich habe ihn überflogen so. Ich habe es nicht Ja. ausgehalten. Ich finde ihn lustig. Nein, es ist nicht die Art von Trash, wo man anhocken und darüber lachen. Es ist so einfach die Art, wo man sich schon fürs Zuschauen schämt irgendwie. Ich habe die VHS auch noch daheim und der Tag kommt, wo ich sie meiner Tochter zeige. Einfach zu mir ein Wohl, Weltbild wohl. prägen. Schau, Schätzli, so sieht die Welt draussen aus. Das ist die Realität. So. So schlimm kann es werden. Richtig, genau. Einfach wenn ihr den Film gezeigt habt und die Filmografie, wie sagt man dem? Filmhistorie vom Uwe Boll. So. Es kann nur noch bergauf gehen von da aus, kannst du dir dann Genau. sagen. Das ist auch der Grund, wieso der Raffi heute nicht da ist. Er ist der Uwe Boll verprügeln. Nein. Er hat zuerst seine Sammlung von mir verstecken, hat gemerkt, das klappt nicht mehr, er hat keine Zeit mehr und jetzt ist er beleidigt oben am Hocken und schaut alle Filme durch. Ganz einfach. Es ist schon genug schlimm. Ich finde, je weniger wir über ihn reden, desto besser. Für uns alle. Oh nein. Ja, stimmt, wir haben ja nicht können über den Uwe Boll reden. Na gut, Kommt noch, ist- Jungs. vielleicht ganz kurz für die es nicht wissen, wer der Uwe Boll ist. Der Uwe Boll ist ein deutscher Filmemacher in gigantischen Anführungszeichen, wo ich da mit den Fingern mache. Der Edi und der Andi sehen es, ihr nicht, aber ihr wisst es jetzt, ich habe es gesagt. Und der Uwe Boll hat in den glaub, Ende 80er und 90er so ein Steuerschlupfloch in Deutschland ausgenutzt. Und zwar ist das Ding gewesen, wenn dein Film irgendwie, glaub, genug Minus gemacht hat, danach hast du staatliche Subventionen bekommen. Das heisst, für den Uwe Boll hat das geheißen, gut, den Film so schlecht wie möglich machen, damit niemand den schauen geht und dann lebt er eigentlich mehr vom Staat als von den Tickets vom Film. Gut, aber das Beste ist ja, beim Uwe Boll finde ich, je mehr du ihn kritisierst, desto mehr verteidigt er seine eigenen Filme. Also er findet sie, glaube ich, schon nicht echt geil. Ich weiß nicht, ob er es wirklich geil findet oder halt einfach... Ich komme nicht raus bei ihm, weil er hat ja irgendwie... Weißt, jetzt, die letzten paar Jahre ist ja das grosse Ding aufgekommen mit den Kickstarter und so, oder? Und Patreons und all das Zeugs. Und danach hat er einen Kickstarter machen für Postal 3. Oder er hat ja 2 Postal-Filme gemacht und beide sind ja scheiße gewesen. Und er hat einen Trailer gemacht für Postal 3 und hat einen Kickstarter gemacht. Und beide Mal hat er irgendwie $500 bekommen und mehr nicht. Und irgendwie, das war irgendwie ein Zettel von dem, was er wollte. Und dann hat er ein Video aufgeladen, wo er einfach 10 Minuten lang in die Kamera reingerandet hat und so, dass so scheiße wie Avengers in die Kino reinkommt, aber sein genialer Film wird nicht gemacht und jetzt können sich alle in den Arsch ficken und so. Und ihm sage ich das gleich. Und er tut die Welt nicht mehr belasten mit seinen super tollen Filmen. Und danach habe ich kann nicht widerstehen. Ich habe einen Kommentar geschrieben und gesagt, «Look, die Leute unterstützen dich nicht, weil sie deine Filme nicht schätzen, sondern weil einfach alle merken, dass dir absolut scheißegal ist, was du machst und du einfach Geld willst und du keine Liebe und keine Seele in die huren Filme hineinsteckst, die du machst. Und das ist einfach schade. Und so jemand wie du solltest keine Filme machen, oder? Du machst nicht Film, mit du Geld willst. Du machst einen Film, mit du einen fucking Film machen willst. Und der Uwe Boll hat einfach nichts verloren in der Filmindustrie. Ja, eigentlich müsste man ja übrigens sogar, was mich noch mehr erschreckt, also dumm ist er nicht, er ist immerhin eigentlich der Dr. Uwe Boll. Der Ben Carson ist auch ein Doktor. Ja, siehst du, Danke, Edi! darum mache ich Hip-Hop, wir können Dr. Dre und so. Dann Nein, also Der Dr. Doom ist auch ein Doktor. Also, Ja. oder der Dr. Octopus. Der ist fiktiv.
Ja gut, aber auch der Uwe Boll, das muss auch irgendwie fiktiv sein. Und der spielt doch eine Rolle und spielt die verdammt gut. Der ist eigentlich Schauspieler. Wahrscheinlich. Es ist doch, der macht so dämliche Filme, lacht er nachher seinen Fans, falls es wirklich Leute gibt, die ins Kino gehen und sagen, ich kann den Film schauen, weil er gut ist. Dann zeigt er beide Mittelfinger, weil er genau weiss, was für einen Dreck das er produziert. Logisch. Er gibt sich dabei aber nicht mal genug an, um bewussten Trash zu machen. Ich bin zwar kein Fan von extra gemachtem Trash. Ich finde, wenn Trash, dann muss er passieren, aber nicht darauf anlegen, Trash zu produzieren, so Scary Movie-mäßig, weißt du. Und er zeigt allen den Mittelfinger, indem er es probiert, weiss, er verkackt. Und wie wir vorher gesagt haben, so, nachher gleich noch das Zeug verteidigen. Ich finde es so geil, dass er auf die Avengers losgeht. Ja! Oder ob er sau intelligent ist und genau weiss, er lebt gut von dem Scheiß, den er macht. Weil jetzt, nach dem Rampage rausgekommen ist, er ist einfach ein Arsch. Er ist einfach das Arschgesicht. Ja, absolut. Und nach dem Rampage rausgekommen ist, hat er auch gefunden, das ist mein letzter Film, Mi, Schnurren voll. Ja. Der macht gute Filme oder besser, macht gar keinen Film. So, weißt du? Ja. Aber es ist gerade gut, dass wir beim Uwe Boll sind. Ich habe mir nämlich gefunden, wie versau ich euch zwei da oben noch richtig schön. Oh nein. Habt ihr Alone in the Dark gesehen? Um Himmels Willen, nein. Ich habe eine Review gesehen vom Nostalgia Critic. Das hat es erträglich gemacht. Von dem her. Es ist der Inbegriff von Uwe Boll. Er ist so... Also eigentlich geht es schon mal darum, dass er als... Das Feuerwerk von Bad. Er ist eigentlich die Fortsetzung vom 4. Teil vom Game, Alone in the Dark. Widerspricht aber schon mal im Game selber. Überraschung. Das ist dann Uwe Boll gleich. Je mehr Scheiße er kann bauen, desto mächtiger wird er. Genau. Er ist wieder Galactus, aber genau. er ernährt sich von Fantränen und ja, genau. Fan-Hate. Oh Gott. Andererseits muss ich sagen, für den Drecksfilm den Christian Slater bekommen. Ja. So, weißt du, ist schon mal okay. Gut, 90er Jahre ist auch schon lange vorbei, aber er ist ja so ein richtiger, weißt du, Sunnyboy gewesen für all die Teenie-Mädchen. Die haben ja alle die Füße voll getropft, wenn der irgendwo durchgelaufen ist. Und von dem her, ja. Gut. Ja, er hat ja mitgespielt gehabt und hat mit der Tara Reid zusammen gespielt. Die haben eine Sexszene gehabt. Und sie schaffen es, sie schaffen es, eine Sexszene mit der Tara Reid so schlecht zu machen, dass ich, meine Damen und Herren, Eric, Chris, Raffi, ich sag, es ist langweilig. Gut, aber okay? das liegt daran, dass der Uwe Boll nicht weiss, wie Sex aussieht. Wieso? Er fickt doch die ganze Industrie ständig. Wenn es jemand weiss, dann er. Savage. Nein. Böse. Ohne Witz, Tara Reid, Mann. Tara Reid. Hey, bei Party Animals. Ja. Und sie schaffen es, das zu verboxen, der böse Mann. Böse Uwe Boll. Böse Uwe. Wirklich. Ganz fest. Können wir unsere Folge so nennen? Böse Uwe Boll. Böse Uwe Boll. Ja, genau. Nein, so schloss es niemand. Eddie, hast du nicht noch eine Frage gehabt? Genau, ja, doch. Und zwar ist der Quiz schon ein bisschen so drauf eingegangen. Und meine Frage ist so ein bisschen eben, Games sind ja interaktiv. Und was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass mega viele Games heutzutage noch ihre Storys aus Filmen rausholen. So ein bisschen eben Hero's Journey, aber eben wirklich also die Strukturen aus Filmen raus. So um ihre Storys zu inspirieren und dass die im Game eigentlich gut funktioniert, weil du eben den interaktiven Aspekt und zwischendurch hast. Aber wenn du das dann wieder quasi übertransportierst auf den Film und den interaktiven Aspekt verlierst, das ist eigentlich wie so nur mit einem schlechten Hollywood-Film übrig bleibt. Also, weißt du, ich meine? Macht das Sinn, was ich sage? Ja, absolut. Ich weiss, was du meinst. Und für mich ist dann wieder die Frage so, okay, also es gibt ja dann wie zwei Wege, die du kannst gehen. Entweder wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir das, was Games ausmacht, können passiv spannend machen. Oder wir sagen,
du nimmst einfach die Grundstory und machst etwas anderes daraus, wo dann aber gleich dramaturgisch als Film verhebt. Also, Mir fällt gerade Ding ein, The Last of Us. Ist ja eines der grossartigsten Games, die es gibt, finde ich. Und die Story an und für sich ist relativ basic. Und für die es nicht gespielt haben, es ist eine postapokalyptische Welt, spielt 20 Jahre in der Zukunft. Irgend so ein Virus hat die ganze Menschheit überfallen. Es ist technisch gesehen ein Zombie-Game, eine Art. Ein Zombie-Survival-Game. Und was aber im Game wird ja ständig gesagt, oder? Alles ist knapp, die Ressourcen gibt es nicht mehr viel und so, und wir müssen irgendwie überleben und wir müssen dort hinkommen und so weiter und so fort. Aber es wird im Gameplay selber bestätigt, indem du immer zu wenig Munition hast. Du musst immer schleichen, du musst versuchen, den Gegner auszuweichen. Du kannst deine Munition nicht verballern, weil du irgendwie versuchen musst, ans andere Ende zu kommen und so weiter und so fort. Und das ist Teil von der Story, oder? Und wenn du jetzt, sagen wir, einfach nur die Cutscene nimmst und das Gesprochene und all das Zeugs und in den Film umwandelst, dann verlierst du wieder einen Teil von der Story, genau wie es Daddy vorher gesagt hat, oder? Und danach hast du eine abgespeckte Version von dieser Story. Und sie wollen ja einen Last of Us Film machen und darum frage ich mich, wie willst du das eben genau umsetzen, ohne dass du, oder wie willst du halt das kompensieren, das was du verlierst, durch das, dass du kein interaktives Gameplay hast, wo halt zusätzlich hilft, das zu unterstützen. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Es ist sehr schwierig, dass du gerade aus den heutigen Games, so ja Grafik als zusätzlichen Aspekt noch haben, wo sehr viel Tiefe kann geben und Realismus kann geben. Muss das überhaupt noch sein, dass es wird gemacht, weil es wird gekauft, es wird konsumiert, also hat es eine Berechtigung zum da sein, auch wenn die Leute nachher darüber reklamieren. Die Leute kennen das Game, oh cool, ich gehe mit der Freundin zusammen noch den Film schauen. So, wenn es floppt oder nicht, dann geht es entweder weiter oder nicht. Aber es wird immer passieren, dass man das verfilmt. Nur ich sage, es braucht es nicht. Weil du machst es einem grösseren Publikum zugänglich, weil ganz viele Leute halt einfach nicht gamen. So. Und darum machst du für die Leute das vielleicht interessant. Da musst du das ein bisschen so sehen, dass wir dürfen nicht zu fest aus der Sicht von der Gamer, von der Konsumenten, von den Games schauen, weil ganz viele Leute, die in die Filme reingehen, das halt einfach nicht sind. Und global gesehen, all die Leute. Für uns ist das wieder etwas anderes. Wir haben den Aspekt vom selber mit im Geschehen drinnen sein. Ja. aber Das ist Resident Evil auch so ein super Beispiel. Für uns ist das Spannende mit den drinnen zu sein, jetzt gerade im 7. mit den VR-Brillen und so. Der Film hingegen ist vielleicht für Leute cool, wo einfach nur Action und ein paar Explosionen wollen. Aber für uns hat das wiederum keinen Reiz, weil es ist eine sehr flache Variante von dem, was wir eigentlich aus einem ganz anderen Tiefgang heraus kennen. Also braucht es das nicht. Und ich denke, außerhalb von der AAA-Game-Szene gibt es doch sehr, sehr viele Spiele, die mega kreativ sind, die noch neue Inputs bringen, wo sich jetzt halt einfach gar nicht eignen zum Verfilmen, wo auch nicht muss sein. Aber jetzt so, wie jetzt Unfinished Swan hat es glaube ich geheißen, zum Beispiel. Ja. Oder Journey. Ja. Oh, Journey. Wow, Journey. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich... Don't stop believing. Entschuldigung. nicht das Journey. Das war aber auch geil gewesen. Das sind Erfahrungen, die ich möchte machen, wo mir kein Buch kann geben kann, wo mir kein Film kann geben kann. Und da bin ich froh darum, dass man das nicht verfilmt. Also es gibt die neuartigen Inputs, nur werden die immer independent bleiben. Ja. Weil die Angst zu gross ist von den grossen Publisher, dass so ein Game bei der breiten Masse nicht wird ankommen. Darum landet es auf Steam oder im PlayStation Store und that's it. Das heisst, also... Das Ding ist, darf ich schnell? Ja. Nur ganz kurz. Ich habe das Gefühl, wenn darüber nachgestudiert wird, aus welchem Game dass man einen Film machen soll, stellt man sich immer die Frage, was ist genau das Ziel von dem ganzen Move? Wenn sie einen Film machen, um noch mehr Leute zum Game-Franchise zu holen, jetzt zum Beispiel Assassin's Creed, wenn sie einen Film machen, der eine Art wie ein 2-stündiger Werbespot ist, weißt du, wo ein guter Film ist, wo die Leute denken, das ist noch cool, ich wollte vielleicht mal das Game anschauen. Und dann fangen jetzt Leute an, das Game zu spielen, die vielleicht dann zu Fans werden von der Game-Serie, also zum eigentlich Masse verbreitern. Oder wenn sie einen Film machen als Start für ein Franchise von einem Film,
wo Ja. sie die Fans von den Games holen, wo dann eventuell die Fans von der Filmserie werden. Und ja, und eigentlich das unabhängig dann weiterlaufen lassen von der Gameserie. Und du kannst nur eins von beidem machen, glaube ich. Weil entweder machst du einen Film, der den Fans gefällt, oder du machst einen Film, der eben nicht für die Fans gemacht ist und der gefällt dann den Fans eben meistens eben nicht. Oder? Und ich glaube, das Problem ist, dass sie halt einfach sie haben halt einfach nicht genug Mut, um sich für eins von beidem zu entscheiden. Und wenn es so ein komischer Mix ist, eben, und Assassin's Creed ist eben, glaube ich, das, dann machst du einfach beide Seiten hässig. Also beziehungsweise du machst Fans hässig und du findest keine neuen Leute, die sich dafür interessieren. Weil die Leute, die sich tatsächlich überwinden können, einen Game-Film schauen zu gehen, wo sie nichts darüber wissen, abgesehen davon, dass es aus einem Game entstanden ist, die schauen den Film und denken, nee, Actionfilm interessiert mich nicht. Und dann gehen sie vielleicht nie, und dann gehen sie den zweiten und den dritten nicht schauen und Games langen es erst recht nicht an, weil ihnen hat ja der Film nicht gefallen. Also warum sollten sie das Game ja ausprobieren? Weißt du, so in dem Stil. Weil das Game der Film kann ja unmöglich repräsentieren, wie das Game ist. Er kann dir zeigen, wie er visuell vielleicht aussieht ein bisschen. Er kann dann ein bisschen Themen zeigen, aber es ist ja nicht eine Demo, du kannst ja nicht spielen, du spürst ja nicht, wie es ist. Und wenn du nicht weißt, wie sich ein Game anfühlt, dann hast du keine Ahnung, wie das Game ist. Oder? Und das ist ja das, was die Hürde, die es halt gibt. Oder? Halt das Gameplay, es kommt immer zurück zum Gameplay. Und darum, ich glaube, das ist, solange wir das Problem haben, dass Publisher nicht wissen, für wer dass sie das Game machen wollen, oder den Film beziehungsweise, werden wir nicht brillante Game-Verfilmungen haben. Und also, ich dachte jetzt richtig, der Andi hat vorher gesagt, eben für dich braucht das wie nicht. Das heisst, wenn schon, dann wäre für dich der zweite Ansatz richtiger, wenn man sagt, ich nehme einfach das Framework von dieser Game Story und mache dann etwas Eigenes damit, das als Film verhebt. Genau. Absolut. Das ist für So mich wie Assassin's völlig Creed einfach in legitim. gut. Also, Genau. Ja, ganz genau so ist es. Und ich sehe es auch nicht ein, warum. Klar, ich rede jetzt wieder aus meiner subjektiven Sicht als Gamer. Aber wieso soll ich etwas schauen, wo ich zu 90% in einem guten Game sowieso besser Ja. und intensiver kann erleben. Und in Dann deinem nehmt Tempo. doch in meinem Tempo, genau. Und oft ist das Problem, dass die Filme auf fast 2 Stunden Maximum Ja. zusammengepresst werden. Ja. Und dann musst du einen Spannungsbogen von du musst die Charaktere kennenlernen, du musst eine Sympathie zu ihnen aufbauen, dann geht es aber schon richtig High Peak. Und nachher musst du das Ganze irgendwie sauber auslaufen. Und wenn du das in einem einzigen Film machst, dann nehmt doch von mir aus die Grundidee. Nehmt die Welt. Sucht euch irgendeinen Spot von dieser Welt, irgendeinen Charakter oder bringt etwas Neues ein, was sich nicht beißt mit dem Rest. Und entfaltet euch dort, nehmt euch dort die Zeit, um einen Charakter anzustellen und zu sagen, schaut, das zeichnet ihn aus. So dass ich Bock kann anhocken und sagen, cool, etwas, was zu dieser Welt gehört, aber ich noch nicht erlebt habe, noch nicht kenne, wo ich jetzt zusätzlich kann Input. Star Wars macht das so genial. Ja. Letztens ist es jetzt mittlerweile halt, weil da seit Disney Haufen gestrichen worden ist aus dem Kanon. Aber die machen das so genial. Du kannst den Film schauen, wo jeder einzelne seinen Spannungsbogen hat, aber trotzdem sich das Ganze noch zieht über die ganzen 3 Teile, über die ganzen 6 Teile und jetzt ein Restart bietet mit der neuen. Gleichzeitig kannst du, wenn du mehr willst, kannst du Rebels schauen, kannst du Bücher lesen. Ja. Du hast so viel Zusatz und wo sich nicht beißt miteinander, Ja. wo du dich kannst tiefer in die Materie reingeben. Also, sie passen jetzt eigentlich auch dem Medium an, was sie gerade brauchen. Also, Eben genau. eine Star Wars Exakt. Serie ist anders als ein Star Wars Film und ein Star Wars Game ist nochmal anders. Genau, Ja, richtig. ja, voll Aber stimmt. alles gibt dir einen eigenen Tiefgang, gibt dir einen eigenen Touch. Klar ist es Rebels kindgerechter gemacht, aber ich schaue es gleich höllisch gerne, weil es die Aspekte, die mich am ganzen Genre von Star Wars so hype, Ja. die drin haben. Das Ding ist Die natürlich, Entwicklung vom Jedi, vom Padawan, seine Entwicklung, die Art, wie sie langsam von einer Zelle zum Rest von den von der sagen wir es schnell, von der Freiheitsbewegung kommen, so Rebellen. Rebellen, Gut, danke. das Ding So. ist, also, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, weil das ist ja, Star Wars ist ja keine Game-Verfilmung. Es hat
Nein, aber das Prinzip... Aber es könnte ein das gutes Prinzip- Modell sein. Ja, jein, weil es basiert ja nicht auf etwas, wo sie gestrickt haben. Weißt, eben, Game-Verfilmungen sind ein einzelnes Ding, weil es gibt nichts Vergleichbares, oder? Wie wir ja schon gesagt haben, Comic-Verfilmung ist viel einfacher, Serienverfilmung ist viel einfacher, außer das ist Avatar. Und all das, oder Buchverfilmung und so, das ist alles viel, viel einfacher, oder? Weil du das interaktive Element nicht hast. Oder? Und das ist das, was es eben halt so schwierig, schrägstrich unmöglich macht. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, zu der Länge vom Game, das ist etwas, wo ich absolut einverstanden bin. Jetzt zum Beispiel Uncharted, sehr lineares Game. 1, 2 und 3 kannst du innerhalb von 8 bis 10 Stunden durchspielen. Ja. Und ein Film geht 2 Stunden. Das heisst, wenn sie sagen, okay, wir tun ein Game in einen Film rein tun, und klar, du kannst das Gameplay ja weglassen, aber eben dann verlierst du ja wieder Zeugs. Aber dann hast du einfach einen Film, der einfach aus Cutscenes besteht, sozusagen. Ja, und wobei ich will eben auch sagen, für mich ist dann eben Uncharted eben als Film wäre für mich Uncharted nicht spannend. Weil Uncharted ist ja von Indiana Jones inspiriert. Ja. Und da kann ich genauso gut Indiana Jones schauen. Ja. Ja, deine Meinung dazu. Ja, absolut. Und jetzt zum Beispiel Assassin's Creed ist noch ein viel extremeres Beispiel, weil es eben ist ein Open-World-Game. Das heisst, du kannst 20 Stunden voll. aufwärts spielen. Oder Breath of the Wild. Ich habe jetzt dort bald 200 Stunden drin. Ich wüsste nicht, wie du das in einen 2-Stunden-Film verpacken willst. Es ist unmöglich. Ja. Oder eben Mass Effect. Ich meine, nur schon im allerextremsten Fall, wo ich durchgerannt bin und wirklich Cutscenes und Gespräche übersprungen habe und so, habe ich die Hauptmission allein innerhalb von 4 Stunden durchgekriegt. Und das ist mit der besten Ausrüstung auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad und eben Cutscenes und Gespräche und alles Mögliche so gut wie möglich übersprungen. 4 Stunden! Ja, ja. Ohne, dass ich irgendwelche Speedrunning-Techniken eingesetzt habe oder so. 4 Stunden. Und wenn du das jetzt nochmal abkürzen willst auf 2 Stunden, dann verlierst du einfach du verlierst die Atmosphäre, du verlierst das Gewicht, das dir das Game gibt. Wenn Ja, du das ist an einer ausmacht. Mission, genau, Absolut. wenn du deine ganze Mission, die du in diesem Game hast, 60 Stunden brauchst, um die zu erfüllen, dann ist das eine viel, viel größere Befriedigung am Schluss, wenn du es geschafft hast, als wenn du einen Film schaust, wo einfach so, ah ja, easy peasy, wir haben vor 2 Stunden angefangen. Das ist das Age of Ultron-Problem gewesen. Ich meine, der Film hat Absolut, ja. Age of Ultron geheißen und tatsächlich ist es ein langes Wochenende gewesen, wo das Age war, oder? Und es ist einfach so, ja, okay, ist jetzt das wirklich so dramatisch gewesen, was jetzt passiert ist? Also wir haben 2 Tage lang kein Internet gehabt oder irgendetwas, who cares? Ja, das könntest du aber, so etwas könntest du regeln, indem du halt Zeitsprünge machst. Kleine Zeitsprünge, wo du kurz siehst, was ist innerhalb von dieser Zeit, was hat sich verändert. Und das ist das Problem, es wird zu schnell abgehandelt. Aber ich sage immer noch, es ist möglich, dass du etwas rauspickst aus einem Game und aus dem einen selbstständigen Film machst, der halt nur auf dem Grundgerüst vom Game basiert und dann dem Ganzen Zeit gibst, um sich zu entwickeln. Das würde für mich viel mehr sein. Umgekehrt ist klar, ist einfach. Wenn du ein Game zu einem Film machst, dann hast du die 2 Stunden, du weißt genau Anfang, Ende, was passiert zwischendrin, so, Spiel. Jungs, ich habe die Lösung für das Problem. Oh. Ja, Achtung. Es ist relativ simpel, aber schwierig zum Umsetzen. Wir machen keine Game-Verfilmungen mehr machen, sondern wir machen Games zu Fernsehserien. Telltale? Zum Beispiel. So, weißt du, so High-Quality-Fernsehserien, so wie HBO-Sachen oder Netflix. Sag mal, du hast eine Serie mit 10 Folgen, eine Stunde. Dann kannst du eigentlich all die wichtigen Storybeats aus einem Game übernehmen und du kannst Actionsequenzen machen pro Folge, du kannst Charaktersequenzen machen, du kannst Das Worldbuilding machen. Worldbuilding, du hast genug Zeit, um die Leute kennenzulernen und dann hast du von der Spielzeit gegenüber der Fernseh- oder halt Schauzeit kommt es viel näher aneinander an, oder? Ja, ja, ja. Und das wäre... Ist das aber jetzt schon ziemlich gängig am passieren jetzt mit den Telltale Games von Game of Thrones, von Walking Ja, aber das ist Dead? umgekehrt. Das war zuerst eine Fernsehserie gewesen und dann ein Game. Ah, du willst es umgekehrt machen? Ja, Ja, genau. Das, ja. Aus Games Fernsehserien machen. Es hat ja das Gerücht gegeben letztes Jahr, dass sie aus Legend of Zelda eine Fernsehserie inspiriert von Game of Thrones machen wollen. Weißt du, vom Stil her ein bisschen. Und die Leute sind recht nervös und dachten, das könnte vielleicht noch gut werden. Aber dann ist Nintendo gekommen und hat gesagt, nein, das ist nichts, das ist irgendwie ein Gerücht gewesen, das hat nichts Wahres an sich. Und jetzt ist aber und dann ist aber die Frage aufgekommen, wäre das etwas, was funktionieren könnte? Und ich glaube eben schon. Ich meine, wenn du zum Beispiel Samurai Jack anschaust,
kommt relativ näher an ein Zelda-Game in grossen Klammern an, weißt du, vom Stil her. Weil die sind eben lange Folgen sind zwar 20 Minuten, aber sie sind relativ ruhig, es wird wenig geredet, es wird sehr viel mit visueller Bildsprache geredet und so, oder? Und es geht eigentlich mehr ums Entdecken in dieser Serie, als es irgendwie um die Story an und für sich geht. Und wenn du in diesem Stil könntest du eine Serie machen zu Zelda, wo eigentlich perfekt das Game eine Art darstellt, wie es der Spieler spielt, halt, abgesehen davon, dass er es halt nicht spielt, oder? Aber ich glaube, das wäre fast die beste Variante, wie du jetzt genau das Spiel würdest umsetzen können. Ja, in Episoden verpackt, ja. Ja, Denke ich auch. Die Frage ist das interessant für die breite Masse? Wenn für die Gamer, die es sowieso spielen, und dort nämlich genau das auch haben, sie spielen es ja nicht am Stück, sondern immer so lange, wie sie Bock haben, genau. gehen sie sich in die Zeit rein. Die Frage ist, jemand, der null Bezug hat dazu, ist ein Film geht mal 2 Stunden, kannst du so, ich habe jetzt gestern I, Frankenstein geschaut, weil ich den noch nicht gesehen habe. Hat die Geschichte nicht gemacht, völliger Scheißfilm, aber Wieso? ich kann es ist okay gewesen, weil ich habe 2 Stunden nach, oder was auch immer, wie lange er geht, und dann ist es vorbei gewesen. Ich habe gewusst, ich muss nie mehr schauen. So, eine Serie, wo zu einem Game, wo du schon keinen Bezug hast, wie parat bist du, gerade heute bei Netflix, wo es so viele gute, lange Serien gibt, wie parat bist du, um dir Woche für Woche eine 1 Stunde lange Serie anzuschauen, wo nach 10 Folgen schon auf Gut. 10 Stunden oben bist? Aber du zahlst ja Netflix und dann nachher kannst du schauen, was du willst. Du schaust eine Folge, wenn dir die nicht gefällt, dann schaust du den Rest von der Serie nicht mehr. Oder? Von dem her Das ist ist ja doch, was das... ich meine. Ja, Würde es genau, aber... rentieren? Ja, klar. Ich meine, weil du musst halt die Leute halt hooken mit der ersten Folge, oder? Und wenn es den Leuten gefällt, dann schauen sie weiter. Und wenn es ihnen nicht gefällt, schauen sie nicht weiter. Das heisst, du hast im schlimmsten Fall 1 Stunde verbraucht und du hast nicht extra etwas gezahlt dafür. Hingegen, wenn du einen Film gehst schauen, bist du für 2 Stunden committed, bist aus dem Haus gegangen für das, hast Hosen angelegt. Ich meine, wer will schon Hosen anlegen? Hast eventuell noch Popcorn gekauft und Glasse und Eistee und hockst in dem hohen Raum rein mit der 3D-Brille drauf und denkst am Schluss, fuck, für was habe ich jetzt das Geld ausgegeben? Dann musst du nach Hause fahren zuerst und dann ist der Abend schon gegessen. Hingegen Netflix, du schaust eine Folge, denkst, nee, ist vielleicht nicht mein Fall, und selbst weiter und schaust wieder Game of Thrones oder was weiß ich. Oder irgendetwas anderes. Oder es gefällt dir und dann schaust den Rest von der Staffel fertig. Das ist die ideale Lösung für das. Ich find die Idee super, ja. Sollten wir vielleicht mal ein E-Mail an Netflix machen? Ich finde einfach, mir stellt sich dann einfach die Frage, okay, würde ich jetzt eine Mass Effect Serie schauen, weil ich es genauso weiss, wenn ich es genauso gut gamen kann, weißt du, was ich meine? Also, für mich stellt sich die umgekehrte Frage. Ja. Was müsste ein Ableger sein, oder? Genau, etwas, was im Mass Effect-Universum halt spielt. Genau, oder? genau. Und nicht Commander Shepard macht das und das, einfach genau das, was in der ersten Staffel passiert wäre. Es wäre schon interessant zum Schauen, wie sie gewisse Sachen umsetzen, aber ich glaube, ich würde auch lieber eine separate Story haben. Das ist halt eben das. Du musst irgendwie mit dich catchen, Ja. wenn du die Story oder wenn du die Welt schon kennst. Und das ist, glaube ich, relativ tricky dabei. Gut, Das, das kommt dann wieder zurück zur Frage, machst du die Serie für Fans oder machst du sie für Nicht-Fans? Genau. Oder? Und anhand von dieser Antwort, die du da halt hast, bei dieser Frage, darfst du dann die Serie aufbauen. Wenn du sie für Fans machst, musst du irgendetwas Neues machen, weil die ja alles schon kennen. Wenn du es für die anderen Leute machst, dann kannst du 1:1 das Game verfilmen. Und darum glaube ich, dass der Film, wo sie am Planen sind mit der Commander Shepard Story, sie wollen auch eine Trilogie machen, genau wie Games auch. Also jedes Game ein Film, was eine völlig dämliche Idee ist. Darum glaube ich, dass es wirklich eigentlich das Ziel ist, dass sie neue Leute reinholen, die halt Games vielleicht nicht gespielt haben. falls jemand von euch sexy Menschen da draussen den Uwe Boll kennt, gebt ihm doch den Tipp durch, er soll sich an Netflix wenden. Wie ich gehört habe, hat jetzt nämlich der Adam Sandler sogar Cash bekommen, für mehrere Filme zu produzieren. Also hey, lasst ihn probieren, ja. Und Uwe Boll, falls du das selber hörst, weil ich glaube nicht, dass du besonders viel zu tun hast. Nein, du verstehst kein Schweizerdeutsch. Genau, fick dich. So, mehr haben wir gar nicht sagen dazu. Vergiss Netflix, fick dich einfach. Fassbender, fick dich. Nein. Tara Reid, fick mich. So. Okay, bevor das Niveau wieder tiefer wird. Ich habe das jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Diskussion gefunden. Ja, voll. Übrigens, als wir es zuerst von Games und den Verfilmungen hatten, hatte ich zuerst schon die Idee gehabt, über World of Warcraft zu reden. Ah, nein. Aber ich habe nicht gewusst, wie sehr das bei euch ankommt, darum lassen wir das vielleicht. Das ist eine andere Story, das ist ein anderer Podcast. Kann man noch einstellen, ich würde sagen, das war ein bisschen juicy stellenweise. Oh Gott.
Das ist der Tony bitte, machen wir Birds. einen Podcast über irgendeinen... Der Nerdy Birds Wenn wir den Ableger. mit Handygames gemacht haben, machen wir einen Porno-Parodie-Cast, okay? Ich übernehme das, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Bildschirme, ich gucke an und schaue die ganze Parodie durch. Ist gut. Die fragen dich dann ab. Gut. Ja, ich würde sagen, als nächstes ist jetzt das erste Mal noch Sehr schön. Filmgames. Ich meine, wenn wir schon, Für Softige, ja. genau, wenn wir schon Game-Verfilmungen angeschaut haben, wenn wir natürlich auch Filmvergamungen anschauen. Genau. Das Gegenstück. Nochmal an alle Leute draussen. Wenn jemand von euch spezifisch gerne über irgendetwas wird hören, Genau. sei es jetzt zu dem Thema oder generell, meldet euch bei uns auf unserer Facebook-Seite, schreibt einen Kommentar, schreibt eine private Message. Genau. Wir werden machen, was in unserer Macht steht, um das Zeug in den Dreck zu ziehen, um darüber zu schnurren, um es bewerten, kritisieren, darüber zu erzählen. Gerade wenn es um Games geht, die zu Filmen entstanden sind, weil das ist aktuell, wir sind sehr froh um Inputs von euch. Jawohl. Kickt raus, was ihr habt und den Rest machen wir. Ja, und wenn ihr wollt wissen, wie der Chris im Bart pflegt, das könnt ihr dann auflegen auf Oder unserer Eddie Seite. seine Haare. Oh ja. Weil er hat eine mega geile Frisur. Ja, die sieht, also die ist jetzt wirklich im Fall, die ist super tight, die im Fall, die ist jetzt gerade recht geil. Ich habe aber genau heute meine Haare nicht gemacht. Siehst du, jetzt weißt du das Rezept. Anyway, Aber gut. von- Ich glaube, wir schweifen ab, Jungs. Genau. Genau, richtig. Es hat etwas vom Hey Arnold. Wenn er jetzt hier weiter schaut, Nein. der Kollege vom Hey Arnold da, wenn sie auch dann so... Ah, der Gerald. Ja, hat Ja, ein ganz etwas. genau. Hat ein etwas. Das wird super Gerald. sein. So der männliche, Ja. die männliche Antwort auf die Marge Simpson. Ausser der Eddie färbt seine Haare jetzt blau. Meine Schwester ist Coiffeuse. Anyway, Ich muss gehen. Eddie, wir reden nachher noch drüber. Okay. Ich würde sagen, wir haben uns soweit gut durchgecatcht durch die Folge. Ja. Sie hat mega Spass gemacht. ja voll. Das ist echt eine mega tolle Folge. Hat noch Voll. irgendjemand ein schönes Schlusswort, wenn noch jemand etwas Ja, es ist loswerden? immer wichtig, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen, weil das macht ja sonst niemand mit unseren 6 Hörern. Genau. Genau. Das ist ein Punkt. Genau. Hey, schreibt uns, wirklich. Wir werden langsam einsam. Jawohl. Die 5 Frauen, die wir geschrieben haben, die haben uns alle angeschrieben. Ich habe einfach gesagt, ich habe eure Nummern nicht. Aha. Ich mache jetzt Fan-Treffen ab. Der Rest... Die werden dann schon ein bisschen enttäuscht sein, wenn nur du dort bist, aber ist okay. Die Enttäuschten, glaub mir, das sind die musst du trösten, Chris. Verstehst Aha. Ja, hast du Ja. schon ein paar Tipps vom Ball, wie es mit Sex geht? und So. Mach es so mit den Ja, Frauen, wie es genau. Toby Ball mit den Games macht und dann wird alles gut. du? Richtig, weil er fickt sie alle. Nein, dann kommt er ins Gefängnis. So, wow, wow. Ja, Wow, da sind wir wieder bei meiner Regel mit dem Autofahren. Die ist übrigens sehr, Anyway. sehr gefördert. Moment, das muss Nein. ich erzählen. Mein Schlusswort, okay? Doch, ich habe gelesen, es hat dort Diskussionen gegeben wegen Autofahrprüfung, also die Stunden ab 17. Hey, ich war so in einem Dilemma gewesen. Was mache ich denn? Ich meine, was mache ich nicht denn? Solange ich sie nehme, ab dann, wenn sie dürfen Auto fahren, völlig okay, weil sie sind 18, sind sie nachher nicht mehr. Das Schuldalter ist 16, das macht man Du aber kannst nicht. gewisse Autos ab 16 fahren. Ja, Ich nein, würde vielleicht jetzt deine muss ich Regeln die Autobahn überdenken. dürfen. Sag's Richtig. einfach. Wenn Ja. auf dem Pass du ausrechnen kannst, dass sie 18 war, dann ist gut. So einfach. Du brauchst so einen Okay, ich Aufkleber, würd wo sagen- schicken dem Andi so einen Aufkleber, wo es in der Döner Ja, genau. gibt, wo drauf steht, auf welchem Jahrgang was Okay, das verkauft Nudepics werden. an Andy at. Gut, ich würde sagen, das wär's gewesen. Jetzt kriegen sicher alles so Dickpics über. Nur von uns, vom Medium von mir. Ey, wenn ihr dort auch die so Frisur Genau. habt auf dem Kopf, Jungs, voll dabei. Ja, du, mein Bart, der Voll geht dabei. bis dort runter. Anyway, Andi, mach fertig, bitte. Ja, Gut, okay, abmoderieren. Hey, ich danke euch beiden für die wunderbare Folge. Sie war genial. Alle Leute draussen, die uns zulassen, danke vielmals. Empfehlt uns weiter. Jawohl. Wir machen es auch. Bis zum nächsten Mal. Und ciao zusammen. Ade. halt. Du musst noch fragen, wo man uns findet. Stimmt. Das schneiden wir nachher dazu. Achtung, 3, 2, 1. Ihr findet uns nach wie vor auf Facebook unter Nerdy Birds. Danke vielmals. Peace. Der Raffi schneidet das schon so drin, dass keiner merkt, dass ich das verbockt habe. Peace. Der Eddie hat noch nicht Tschüss gesagt. Er ist super. Nein, das ist super. Ich sage euch nicht Tschüss. Nein, ist gut, ich bin versoffen. Ich habe mich ins Koma gesoffen im Verlauf des Podcasts. Das ist jetzt kennen. Okay, gut. Ich glaube, wir hören dann. Ja, Es wird nicht Nein, besser. aber wir haben gute Outtakes heute. Wir haben super Outtakes.
Der Raffi macht keine Outtakes. Okay, gut, also, fertig, stopp, ade, tschüss, ciao.